die Forscher gefunden haben, hey, kann man eigentlich Angst antrainieren? Und dann haben sie kein besseres Testobjekt gefunden als ein Baby und dann dachte ich, ja, vielleicht können sie bei diesem Baby Angst antrainieren. Und sie haben das auch erfolgreich geschafft. Was passiert ist, und ich habe das müssen dort in dem Moment checken, weil sonst wäre es nicht gut gewesen für meinen Job und für meine Karriere. Weil am Morgen ziehe ich mit Red Bull. Ich weiß nicht, ob es da noch Leute gibt, die das so machen. Oder ich glaube, unser Publikum ist nicht 16. Ja, aber und du willst eine neue Gewohnheit erarbeiten, dann kannst du quasi an etwas, was du immer machst, Zähneputzen, etwas Neues koppeln. Oder das, was du immer machst, das Zähneputzen, wird etwas Neues ausgelöst, ein neues Verhalten. Oder? Und das ist aber moralisch einfach verwerflich in der Erziehung, dass man quasi wie eine Bestrafung permanent da hat, sodass man sie dann wegnehmen kann, wenn ich dich belohnen will. Ja. Oder? Kann es eben sein, dass nachher die ursprüngliche, die intrinsische Motivation und die Freude an etwas einfach verloren geht. Herzlich willkommen zu Kopfchaos. Ich bin der Ivo, neben mir hockt der Tim. Wir sind zwei Psychologen aus Zürich und wir sind back mit der 5. Folge. Und Tim, bist du ein bisschen aufgeregt? Wieso sind wir wieder nervös? Es ist ein bisschen lange her, seit wir aufgenommen haben, weil wir haben uns Termin gemacht, dann den Termin nicht wahrnehmen, nochmal Termin gemacht, den Termin auch nicht wahrnehmen. Der Beste habe ich eigentlich gefunden, der am Mittwoch. Wir wollten eigentlich letzten Mittwoch aufnehmen, am 9 Uhr am Morgen. Und dann hast du mir angerufen, hey, ich habe gemerkt, meine Kalender haben nicht synchronisiert. Ich kann dann gar nicht. Nachher dachte ich, ja easy, ich schaue mal bei mir. Habe ich gemerkt, meine Kalender haben auch nicht synchronisiert. Ich kann auch nicht. Darum, jetzt sind wir da, früh am Morgen. Ja. Und 2 Tage bevor wir postet. Das ist, ich weiss nicht, ob euch das so bewusst ist, dass wenn wir aufnehmen, wie viel Vorlaufzeit dass wir da brauchen, weil wir doch auch beide neben da noch das eine oder andere zu tun haben. Und doch auch nicht professionelle Podcaster sind, wenn man sagen. Jawohl. Und jetzt haben wir ein bisschen wenig Zeit. Aber kein Problem, wir bringen das an. Und wir haben heute auch ein spannendes Thema. Yes, und wir haben das ja letztes Mal angeteased mit dem Little Albert in der letzten Folge. Am Schluss ist ja bei der letzten Hinzahl um den Little Albert gegangen, das 9-monatige Baby, wo Forscher gefunden haben, gut, eben 1920 war, wo Forscher gefunden haben, hey, kann man eigentlich Angst antrainieren? Und dann haben sie kein besseres Testobjekt gefunden als ein Baby und dann dachte ich, ja, vielleicht können sie bei diesem Baby Angst antrainieren. Und sie haben das auch erfolgreich geschafft. Es hat dann erfolgreich Angst vor Ratten gehabt. Und das ist mit dem Mechanismus Konditionierung hat das funktioniert. Klassische. Genau. Es ist mit klassischer Konditionierung gegangen und das wird heute auch das Thema sein, Konditionierung. Aber so als Einstieg haben wir uns dann gefragt, ja, wie geht es eigentlich am Little Albert, am Alberto? Und das war 1920 und dann habe ich mich mal auf die Recherche gemacht und geschaut, hey, findet man irgendetwas über den Albert? Hat das irgendwie Schäden gegeben? Oder hat das irgendwie so seinen Verlauf von seinem Leben negativ beeinflusst? Und ich habe dann, man weiß es nicht so genau und es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder ist das Baby eigentlich schon krank geboren und ist dann mit 60 gestorben. Das weiß man nicht, man hat es nicht so genau nachverfolgen. Und die andere Möglichkeit ist, dass er eigentlich ein sehr gutes Leben gehabt. Er ist, glaube ich, 87 geworden und hat ein sehr ruhiges Gut weggesteckt. Also, das heisst eigentlich auch, dass dann die Konditionierung von der Angstreaktion doch nicht so lange anhaltend war. Aber man weiß es nicht so genau, aber ich hoffe jetzt mal, es ist die zweite Variante, die ich gefunden habe. Ja gut, also Angst kann ja schon lang anhaltend konditioniert werden. Die Frage ist einfach, es ist halt sehr, ich weiß nicht, wie viele Ratten er seinem Leben begegnet ist nachher. Das stimmt, ja. Das stimmt. Aber ich bin im Fall noch mal ein bisschen mega recherchieren gegangen. Ich glaube, ich habe letztes Mal nur Ratten genommen. Sie haben im Fall, glaube ich, noch andere Sachen genommen. Ich glaube, Feuer haben sie auch noch nicht genommen. Also Feuer, Konditionierung, dass Angst vor Feuer hat. Und nochmal etwas, so eine Maske. Irgend so eine Fellmaske haben sie auch noch angelegt. Die haben wirklich einfach gedacht, probieren geht überstudieren, let's go. Ja. Machen wir einfach mal schnell nehmen das Baby. Mann, hey, das ist mies. Und was eigentlich der Beste war, weil das ja im Spital oder so war, was einfach das Baby quasi ausgelehnt haben und das Baby dann irgendwann nicht mehr in dem Spital war, haben sie wirklich keine Zeit mehr gehabt, um es rekonditionieren.
Oh. Und sie haben eigentlich... schon wollen. Das wäre eigentlich der Plan gewesen, dass es noch rekonditionieren, um die Angst Wieder loswerden. Ja, ist dann halt nicht so. Ja. Keine Forschungsgelder mehr gehabt. Ja. Kein Testobjekt mehr gehabt. Ja, so viel zum Little Albert, aber ich hoffe, er hat ein schönes Leben gehabt, bis 87. Er glaube sogar geheiratet. Darum, schön. Good for him. Nice. Hey, ja gut. Bevor wir jetzt auch nochmal anfangen, haben wir noch etwas anderes. Und zwar, wenn ihr auf Social Media seid, dann habt ihr das vielleicht mitbekommen. Wenn nicht und ihr einfach über Spotify hört, dann jetzt gut aufpassen. Weil wir möchten, dass das wächst. Wir möchten, dass der Podcast möglichst viele Leute erreicht. Wir haben auch wirklich spannende Themen, wo wir nicht einfach nur uns unterhalten darüber, weil es einfach lustig ist, sondern wir möchten auch ein bisschen ernstere Themen angehen. So ein bisschen à la, hey, wie starten mit Therapie oder wann brauche ich Hilfe. Und dort möchten wir auch ein gewisses Publikum erreichen. Und damit wir das schaffen, brauchen wir euch. Und für das haben wir uns überlegt, hey, wie können wir eure Gunst oder eure Hilfe zu Nutzen machen. Und der Ivo hat sich da etwas überlegt. Genau, wir haben gedacht, wir machen das Gewinnspiel. Wir wollen nicht nur eure Hilfe annehmen, sondern wir wollen etwas zurückgeben. Darum, wir haben 100 Franken Wishcard, das ist ein Gutschein. Mit dieser Wishcard kann man bei Zalando, H&M, Mediamarkt in über 100 Läden eigentlich einkaufen, was ihr möchtet. 100 Franken Gutschein könnt ihr gewinnen. Wir machen nachher einen Pool quasi. Alle, die mitmachen, kommen in den Pool und wir verlosen nachher die 100 Franken Wishcard. Was ihr machen um in den Pool zu kommen, es sind 3 Sachen. Folgt uns auf Spotify und auf Instagram. Auf Instagram sind wir Kopf_Chaos. Wenn ihr auf Instagram sind, kommentiert 3 von euren Freunden auf Instagram unter irgendeinem Beitrag. Und das 3. postet uns in der Story. Das sind die 3 Sachen. Uns folgen, kommentieren mit euren Freunden und in die Story posten. Voll. Und wenn ihr uns kennt, schreibt uns bitte nicht und sagt, könnt ihr so machen, dass ich gewinne. Wir werden einfach einen Pool machen, wir werden eine zufällige Ziehung machen. Voll. Und dann schauen wir mal, ob das zu mehr Hörerinnen und Hörern führt. Yes, und wir danken euch schon mal im Voraus fürs Mitmachen. Wir sind gespannt. Und so viel zum Gewinnspiel. Jetzt geht's los mit Konditionierung für das heutige Thema. Ja, wir haben ja das Thema Konditionierung letztes Mal angeteasert. Du hast mir eine Frage gestellt und ich habe kläglich versagt. Es ist um eine klassische Konditionierung gegangen und ob man eben Angst kann konditionieren. Und jetzt wollen wir mal anschauen, ich glaube, wir machen eine Unterteilung in die 2 Arten von Konditionierung. Dass wir zuerst mal einfach klassisch anschauen und nachher operant und die zuerst einfach erklären mit vielleicht kleinen Beispielen und nachher können wir dann noch darüber reden. Ja, das ist gut. Vielleicht so ganz grundsätzlich Konditionierung, von wo kommt das? Um was geht es jetzt eigentlich? Es kommt so ein bisschen aus der Lerntheorie, also wie kann man Verhalten lernen oder eben, manchmal ist es auch mit dem Gefühl. Also es kommt so ein bisschen aus dieser Ecke, manchmal wird es auch in der Erziehung noch verwendet oder früher sehr stark verwendet worden. Es kommt so ein bisschen aus dieser Sparte, wird unterteilt in die klassische Konditionierung und operante Konditionierung. Und eigentlich, wenn man es noch gröber will sehen, ist es einfach eine Art zum Lernen auch. Zum Verhalten lernen, wie wir uns in gewissen Situationen sollen verhalten oder einfach manchmal passiert es einfach. Und vielleicht fangen wir da an mit der klassischen. Und klassische Konditionierung, ganz einfach gesagt, ist Lernen durch Gleichzeitigkeit. Also wenn gewisse Sachen zur gleichen Zeit passieren, dann habe ich das Gefühl, okay, die 2 Sachen gehören zusammen. Und es gibt dort den Pavlov mit seinen Hunden. Und das ist so der erste Versuch gewesen, wo man so gesagt hat, okay, wie kann man schauen, dass Verhalten auftaucht auf einen Reiz, der eigentlich nichts mit dem zu tun hat. Und was er gemacht hat, ist, er hat den Hunden Futter angelegt und viele Hunde fangen dann einfach an zu sabbern, weil sie nicht essen dürfen. Er hat einfach Futter angelegt und hat dann geschaut, dass sie anfangen zu sabbern. Und dann hat er angefangen, jedes Mal, wenn er das Futter anlegt, ein Glöckchen zu klingeln. Und er hat das so lange gemacht, bis die Hunde das Futter assoziiert haben mit dem Glöckchen. Sie haben also gemeint, okay, jedes Mal, wenn es Futter gibt, gibt es ein Glöckchen, Gleichzeitigkeit. Und was dann passiert ist, der Pavlov hat kein Futter mehr angelegt, sondern nur noch das Glöckchen.
Und die Hunde haben trotzdem weiter gesabbert. Weil in ihrem Kopf wie die Verknüpfung passiert ist zwischen Essen und dem Glöckli. Und die physiologische Reaktion, also das, was nachher mit dem Körper passiert, das hat nachher auf beide Sachen funktioniert oder reagiert, besser gesagt. Also es sind eigentlich, es geht immer so ein bisschen um einen Reiz, wo es gegeben wird, oder? Also der ursprüngliche Reiz, das Futter, ist mit einem anderen Reiz verknüpft worden, mit dem Glöckli. Und irgendwann hast du wie das Futter weglassen, nur noch Glöckli läuten lassen und der Ton allein hat schon eine Reaktion ausgelöst bei den Hunden. Also so eine Reizreaktionsabfolge, oder? Voll. Und vielleicht da ein ganz einfaches Beispiel aus dem Alltag. Wenn ihr an einem Rotlicht steht mit dem Auto und vielleicht nicht super aufmerksam sind und es dann auch noch dunkel ist, dann habt ihr vor euch nicht nur das Rotlicht von der Ampel, sondern auch das Rotlicht von der Bremse vom Auto vor euch. Und was mir aufgefallen ist, was mir manchmal passiert ist, wenn der die Bremse löst und das Licht abgeht, habe ich das Gefühl, ich kann losfahren. Weil ich wie gelernt habe, dass wenn quasi seine Bremslichter ausgehen, ist grün, weil er fährt dann meistens los. Aber letztens ist mir passiert, dass einer Bremslichter quasi einfach, keine Ahnung, weil er einfach nicht mehr auf der Bremse gestanden ist. Und ich habe das Gefühl, ich kann jetzt losfahren. Ich konnte dann bremsen, zum Glück. Aber dort habe ich dann auch gemerkt, so, das sind auch so ganz kleine, subtile Momente, wo wir einfach aufgrund von klassischer Konditionierung unser Verhalten aneignen. Weil einfach die zwei Sachen immer gleichzeitig passieren. Es wird grün, Bremslichter gehen aus, also fahre ich. Ja. Es wird grün, Bremslichter gehen aus, also fahre ich. Und dann, Bremslichter gehen aus, also fahre ich. Aber es ist eigentlich immer noch rot. Und das ist noch crazy, so auch einfach, ja, wie fest dass wir beeinflusst werden in so ganz kleinen Nuancen. Ja, mega. Also das finde ich mega faszinierend eigentlich jetzt, die 2 Wochen, wo ich mit der klassischen Konditionierung beschäftigt habe, wo ich gemerkt habe, hey, es kommt in so vielen Alltagssituationen vor, oder? Ich meine, ich weiss noch, wenn ich dann Sachen anfange zu überlegen, oder? Und ich habe früher in einer Einzimmerwohnung gewohnt, oder? Und dort habe ich wie für alles einen Ort gehabt. Also auf meinem Sessel habe ich irgendwie gechillt und Serien geschaut und gelesen, im Bett habe ich geschlafen und am Tisch habe ich gearbeitet, oder? Aber irgendwann habe ich wie so die verschiedenen Reize miteinander durchmischt, weil einfach alles am gleichen Ort ist, oder? Also dann bin ich irgendwie im Bett und habe angefangen zu lesen oder Serien zu schauen. Am Tisch habe ich nicht mehr noch gearbeitet, sondern noch anders gemacht. Oder dort ist es wieder durcheinander gekommen. Und dann ist auch so, okay, was habe ich mit was angefangen zu konditionieren, oder? Und das ist so im Alltag, wenn du anfängst zu überlegen, okay, wo bin ich überall konditioniert? Mega spannend, weil es ist bei so vielen Sachen. Und ich glaube, wir können gerade da bei der klassischen Konditionierung bleiben, oder? Voll, wo wird voll. es so gebraucht und dann gehen wir erst nachher weiter. Zum Beispiel Marken Ja. im Marketing oder die Markenausstrahlung oder die Ausstrahlungskraft, die eine Marke hat, wird ja mega oft mit Konditionierung übermittelt, Ja. oder? Also zum Beispiel Essensmarken, sagen wir McDonald's oder Burger King, die versuchen ja ihre Marke oder ihr Logo mit anderen Reizen zu konditionieren, dass wir irgendwann nur schon, wenn wir das Logo sehen, auch gerade Hunger bekommen. Oder wir sehen immer in der Werbung immer irgendwelche Burger, mega saftig, und mit dem Logo zusammen, oder? Wir denken, boah. Und nachher Genau, dann geht es noch weiter. Also es wird nicht nur mit Bildern und Videos, sondern auch noch mit dem Ton. Und irgendwann, wenn man das genug oft sehen, ich meine, die haben ja Milliarden, die sie in Werbung ausgeben, irgendwann kommt nur noch Und du weißt, ihre aktuelle Werbung jetzt gerade ist, du hast einfach ein Viertel, du hast in der ganzen Stadt Zürich ein Plakat von Burger und es steht nur drauf, du weißt wo. Und sonst, das Logo von McDonald's ist nicht drauf, aber du weißt, dass es McDonald's ist. Und die Schrift ist einfach nur, du weißt wo. Weil du wie das einfach miteinander verknüpfst und dort eine Assoziation machst und konditioniert wirst. Sie haben eigentlich so gedacht, okay, wir haben jetzt genug zusammen gekoppelt, jetzt lassen wir das weg. Wir können quasi nur noch das Glöckchen machen, Ja. ohne dass wir unser Logo drauf. Das ist krass. Und das ist eigentlich noch clever, weil das löst wie mehr Gedanken aus, oder? Weil du liest es und so, du weißt wo. Und denkst, wo ist es? Ja. Oder? Und weil du weißt, wo es ist, denkst du gerade weiter und das bleibt dir mehr im Kopf. Ja, voll. Du hast vorhin noch von dieser Raumaufteilung geredet. Und da gibt es ganz spannende auch Tipps, wo man sich geben kann. Wenn zum Beispiel, ich habe eine Zeit lang, wo ich auch in meiner Wohnung gewohnt habe, in Oerlikon damals, weil die auch relativ klein war,
ich habe so Mühe gehabt, wie so an den Tisch ansitzen und lernen, weil der Tisch ist gleichzeitig der Esstisch gewesen. Und wenn ich esse, dann hänge ich einfach und es ist wie schwierig, dort den Kopf ready zu machen, zum hey, jetzt lernst. Und ich meine, das war noch Anfang des Studiums, glaube ich, irgendwie im 2. oder 3. Semester gewesen. Und was ich dann angefangen habe, ist, ich habe auf dem Esstisch jedes Mal, wenn ich gelernt habe, eine Duftkerze angezündet. Und wenn ich esse, ist die nicht an. Ja. Und jedes Mal, wenn ich lerne, habe ich die Duftkerze angezündet, sodass irgendwann der Geruch von dieser Duftkerze verknüpft war mit Lernen und Fokussieren. Und was mega lustig ist, ich habe vor etwa einem halben Jahr bin ich bei einer Kollegin gewesen, und sie hat genau die gleiche Duftkerze gehabt. Und die Duftkerze war an gewesen, und ich bin reingelaufen und bin so gewesen, wow, Wo sind meine Bücher? Ja. Nein, und das ist noch krass, wie das funktioniert. Wie tief so Sachen eben auch abgespeichert sind. Voll. Oder? Und ich habe mir dann wirklich viel Gedanken gemacht, so, hey, von was habe ich für Konditionierungen, klassische, die ich nicht davon weiss. Und was mir aufgefallen ist, und das ist ganz wild, wenn ich zu meinen Eltern gehe, dann hast du den Haupteingang, aber ich gehe meistens durch den zweiten Eingang, wo du straight in die Küche kommst. Und wenn ich durch den Eingang gehe, eines von meinen ersten Verhalten, die ich zeige, Gedanken abwesend, kein bewusster Entscheid, einfach, es passiert einfach. Ich gehe in den Kühlschrank. Weil, wo ich bei meinen Eltern gewohnt habe als Kind und Jugendliche, ist Essen mein Komfort gewesen. Und wenn ich heimgekommen bin, von der Schule oder einfach weil ich gestresst war, ich bin immer am Kühlschrank. Und dann einfach gesnackt. Und wenn ich bei meinen Eltern jetzt reinlaufe, immer noch, mit 27, ich gehe einfach straight an den Kühlschrank. Und manchmal mache ich die Kühlschranktüren auf und bin so, ich habe gar keinen Hunger. Wieso mache ich den Kühlschrank? Ist ganz wild. Ja, wirklich du müsstest crazy. eigentlich den anderen Eingang nehmen. Vielleicht, ja. Oder? Ja. Und das ist eigentlich ein mega gutes Beispiel. Bei der Konditionierung, es ist so tief abgespeichert, emotional irgendwo abgespeichert, dass das Verhalten automatisch, unbewusst einfach ausgeführt wird. Oder? Also die Emotionen kommen einfach. Also wir haben da gar nicht so, wenn das tief in uns hinein konditioniert ist, dann kommt das einfach. Oder du musst wirklich aktiv dagegen etwas machen. Ich meine, das Verhalten, ich meine, oftmals sind ja Konditionierungen nicht nur schädlich. Aber wenn du jetzt merkst, wow, das hindert mich eigentlich an etwas, dann musst du wirklich aktiv werden, um etwas dagegen zu machen. Ja. Hast du bei dir gemerkt, dass eine Konditionierung so tief verankert ist, wie jetzt zum Beispiel das mit dem Kühlschrank? In meiner Wohnung. Ja. In meiner Wohnung. In der jetzigen Wohnung? Ja. Und ich meine, ich wohne jetzt dort seit einem Jahr. Ja. Aber es ist halt alles mega gekoppelt, oder? Wenn ich in meinen Sessel hocke, ich gehe einfach automatisch ans Handy. Ja. Immer. Ja. Immer. Oder? Auch wenn ich sage, ja, ich schaue jetzt eine Serie, aber ich kann nicht das Handy führen. Ja. Oder wenn ich auf dem WC bin, straight das Handy führen. Boah, das ist, genau, du gehst aufs WC und das ist so, das Handy wenn du es nicht dabei hast, automatisch. Katastrophe. Ja. Ja. Ja, ja. Und was ich auch merke, apropos WC, ist so, der Kaffeeduft am Morgen. Ich erzähle jetzt nicht weiter, aber das ist auch konditioniert. Ja, wenn ihr wisst, dann wisst ihr das. Was ich auch noch gemerkt habe, ist, wir haben es ja mal, glaube ich, vor, ich weiß nicht, bei der ersten, zweiten Podcast-Folge mal von Snoozen. Mhm. Und dort das Ritual nach dem Essen, der Snooze, von quasi nach dem Essen, ich nehme an, für Raucher und Raucherinnen ist das so ähnlich, so am Morgen Ziggy mit Red Bull. Ich weiß nicht, ob es da noch Leute gibt, die das so machen. Oder ich glaube, unser Publikum ist nicht 16. Ja, aber, ja. Ja. Aber ich glaube, es ist so das, oder das Ritual nach etwas, dass man sich auf etwas freut. Und ich habe gemerkt, am meisten Mühe habe ich jeweils nach dem Essen. Weil ich bin wie so, normalerweise nach dem Essen kommt der Snooze. Und dort ist wie die Gleichzeitigkeit von dieser klassischen Konditionierung von hey, ich snooze zwar gar nicht mehr, aber jetzt quasi ist wie Zeit für den Snooze. Also wie etwas gefällt. Oder? Und darum ist eigentlich klassische Konditionierung super, um für sich selber zu brauchen bei Gewohnheiten. Oder? Weil bei Gewohnheiten, wenn du etwas immer machst und sagen wir, du tust immer Zähne putzen. Oder das machst du ja immer. Ja. Jeden Abend tust du Zähne putzen. Und du willst eine neue Gewohnheit erarbeiten, dann kannst du quasi an etwas, was du immer machst, Zähne putzen, etwas Neues koppeln. Oder? Dass durch das, was du immer machst, durch das Zähneputzen, wird
etwas Neues ausgelöst, ein neues Verhalten. Oder? Und bei Gewohnheiten ist es ja manchmal so ein bisschen, es braucht ein bisschen, bis man es etabliert hat. Und so kannst du eigentlich mit klassischer Konditionierung dich selber fördern, oder? Macht das Sinn? Ja, voll. Ganz einfache Sachen. Kannst einfach etwas, was du sowieso immer machst, mal am Anfang aktiv koppeln und irgendwann wird es wie automatisch ausgelöst. Wie das Nuss nach dem Essen. Ja. Darum, klassische Konditionierung, wie das funktioniert, ist eigentlich mega einfach und super hilfreich, auch wenn wir es für uns nutzen wollen, oder? Oder nur schon sich das bewusst machen. Ich habe letztens spannendes Video gesehen. Ich habe mir das aufgeschrieben, wie das heißt. Sleep Restriction Therapy. Okay. Und dort geht es darum, bei Schlafproblemen. Und das geht ein bisschen um das. In dieser Sleep Restriction Therapy geht es eigentlich darum, dass er sagt, du gehst nur ins Bett, wenn du richtig, richtig müde bist. Und das ist egal wann, es kann 4 Uhr am Morgen sein, aber wenn du ins Bett gehst, dann musst du richtig müde sein, dass du schlafen kannst. Das heisst, du gehst nicht am 11 Uhr ins Bett, drehst dich noch 2,5 Stunden, 3-4 Stunden, oder? Und nachher ist es so, ja, das Bett ist ja dort, wo mein Leid eigentlich anfängt, oder? Weil dann fangen meine Schlafprobleme erst an, wenn ich mich die ganze Zeit nach links, nach rechts, nach links, nach rechts drehe. Und darum ist wie so bei dieser Sleep Restriction Therapy ist so, hey, kopple dein Bett mit Schlaf. Ja. Und ausschließlich Und Schlaf. nur mit dem. Nur mit dem. Ja. Und Quasi nicht im Bett noch irgendwie etwas lesen oder nicht im Bett noch irgendwie etwas schauen. Oder es ist nur Schlaf, oder? Und ja, Sex vielleicht auch noch, aber und das ist eigentlich noch spannend, weil sie sagen, das ist egal, auch wenn du eben 4 5 Uhr am Morgen ins Bett gehst, nur schon nach 7 bis 14 Tagen ist das so krass gekoppelt, dass du dann vielleicht am 1 Mal ins Bett gehst und du merkst, das Bett ist Schlaf und der Körper... Er checkt das auch. Es ist eine physiologische Reaktion nachher auch. Und ich glaube, es gibt ja viele Leute, die auch Schlafprobleme haben. Ja. Und das ist etwas, wo mega helfen kann, weil ich bin überzeugt, dass viele von denen, die Schlafprobleme haben, im Bett nachher ewig noch am Handy sind oder sie, keine Ahnung, hängen wie einfach ins Bett, wenn sie am Nachmittag schnell ein bisschen entspannen. Und klar, wenn man irgendwie eine Einzimmerwohnung hat, dann hat man vielleicht nur ein Bett und nebendran noch eine Couch und so. Aber das ist sicher etwas, was es zu beachten gibt, wenn man zum Beispiel seine Schlafprobleme will angehen. Oder einfach auch seine Schlafqualität wird ein bisschen verbessern. Muss nicht immer gerade bei der, wenn es zu spät, also weißt du, wenn es schon... Ja, stimmt, ja. Was ich ganz krass finde, ist wirklich so die physiologische Reaktion. Ich meine, wir haben immer das Gefühl so, ja, wir sind ja intelligent und wir checken das. Oder jetzt eben das mit dem Kühlschrank, wo ich gemerkt habe, der check ich halt nicht. Und mir ist noch etwas anderes passiert, wo mir aber dort bewusst worden ist, was passiert ist. Und ich habe das müssen dort in dem Moment checken, weil sonst wäre es nicht gut gewesen für meinen Job und für meine Karriere. Weil ein Teil von meinem Job war ja lang gewesen, vor Leuten stehen und Sachen präsentieren. Und ich habe im Vergleich, klar, ich werde immer noch nervös, manchmal, aber so im Vergleich zu der Normalbevölkerung klingt so überheblich, einfach so im Vergleich zu dieser normalen Kurve von, wenn die, jetzt wird es zu statistisch. Soll ich das schnell erklären? Also im Vergleich zum Durchschnitt bist du weniger nervös. Das ist sehr einfach erklärt und sehr gut erklärt. Danke vielmals. Ja, mal schauen, ob es reinfällt. Aber ich werde weniger nervös als die meisten, wenn ich muss präsentieren, weil es einfach mein Job ist. Und was ich gemerkt habe, was passiert ist, ich habe am Morgen angefangen Kaffee zu trinken. Und wenn ich Kaffee trinke, dann bekomme ich einen schnelleren Herzschlag. Subtil. Wirklich wenig. Koppelt mit nachher präsentieren, hat mein Körper irgendwann das Gefühl gehabt, du wirst nervös, weil du vorne da stehst. Und ich habe das am Anfang nicht gecheckt. Ich habe gesagt, hey, wieso bin ich jetzt plötzlich nervös? Wieso habe ich jetzt plötzlich Herzschlag? Das kenne ich sonst nicht. Weil es war auch etwas, wo bei mir langsam routiniert war, ist einfach die spezifischen Vorträge. Und dann habe ich gemerkt, irgendwann, das ist der Kaffee. Und ich habe einfach die Nervosität angefangen zu koppeln mit dem Präsentieren. Also wenn wir das jetzt nochmal auf den Pavlov seine Hunde nehmen. Der Kaffee ist das Futter. Und mein Herzschlag ist der Sabber von der Hund. Eine Reaktion, die einfach durch den Kaffee passiert. Wenn du Kaffee trinkst, dein Herzschlag erhöht sich. Und das Glöckli, wo quasi nachher dazugegeben worden ist ich, der Vorträge. Und dort hat sich nachher das Glöckli, also das Vorträgen, gekoppelt mit dem Herzschlag und hat das Gefühl gehabt, hey, wenn du vorne dran stehst, wenn das Glöckli also klingelt,
dann fängst du an sabbern oder der Herzschlag kommt mehr. Also da einfach, um die Parallelen zu nehmen. Und ich habe das realisiert, dass das aufgrund vom Kaffee ist und habe das zum Glück im Vergleich, was sie nicht geschafft haben beim Albert, habe das können zurückkonditionieren, indem ich geschaut habe, dass ich keinen Kaffee trinke, dass ich möglichst schaue, dass ich einen ruhigen Herzschlag habe, wenn ich am Morgen etwas präsentiere. Und seither nehme ich am Morgen, bevor ich etwas präsentiere, keinen Kaffee mehr. So am Vormittag, am Mittag geht, aber am Morgen nicht mehr. Wow. Das ist crazy, ja? Ja. Ja. Hey, krass. Also, eben, wie schnell das kann gehen, auch wenn du es nicht mal, du tust einfach unbewusst, hast du irgendetwas ankonditioniert. Ja. Ja. Es ist crazy. Und eben auch so ein bisschen das Wissen einfach, dass gewisse Sachen so passieren, wo einfach ja, fest miteinander zusammenhängen. Und ich meine, du hast dasselbe, speziell mit vor Leuten stehen. Viele Leute haben Mühe mit vor Leuten stehen, machen es vielleicht nicht allzu gern. Und das ist meistens, weil, also zum einen einfach die soziale Angst zum abgewiesen werden, aber auch, weil meistens liegt das da, dass wir irgendwann mal eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Und da kommen wir nachher zur operanten Konditionierung von, hey, wenn du eine Erfahrung machst, die schlecht ist, dass du etwas nicht mehr so gerne machst. Ich weiss nicht, sind wir schon ready für operant? Oder Ich habe nur noch ein Beispiel für klassische Konditionierung. Okay. Du hast jetzt einfach meine krasse Überleitung schnell abrasiert. Fuck. Aber ist okay. Nein, bring. sorry. Nein, ist okay. Bring. Es tut mir leid. Nein, Das ist eigentlich schlimm. wirklich eine gute Überleitung gewesen. Erstens hast du ein geiles Beispiel rausgegeben und eine gute Überleitung. Und jetzt sage ich einfach bei ab. Aber sorry. Noch eins. Das ist so der Klassiker. Bei Musik. Bei gewissen Liedern. Wow, die ja, sind ja. ja an gewisse Momente, an Orte, an Leute gekoppelt. Oder wenn du vielleicht jemanden neu kennenlernst, wenn du am Daten bist und nachher hören ihr immer das Lied zusammen. Und das Daten bricht dann vielleicht auseinander. Aber du hörst das Lied vielleicht immer noch. Aber es ruft immer wieder das Gefühl oder die Erinnerungen führen, die du mit dieser Person hast. Oder wenn du vielleicht keine Ahnung, lange im Ausland bist und dort immer die Musik hörst und dann kommst du zurück in die Schweiz und hörst die Musik und es löst gerade so die Gefühle aus von weißt du noch, wo ich dort war? Oder? Eigentlich mega schön. Aber es kann eben auch ein bisschen schaden, weil jetzt gerade so Beziehungen. Du bist vielleicht mit jemandem 5 Jahre zusammen und du hast mega viel Konditionierung mit dieser Person. Yes. Essen, Restaurant, Ort, Musik, Kleider, alles. Parfüm ist ganz krass. Duft, Parfüm, oder? Also, wenn du 5 Jahre mit einer Person zusammen bist, können so viele Konditionierungen entstehen. Und wenn du dann vielleicht dich von dieser Person trennst und Herzschmerz hast und du aber immer wieder vielleicht noch die Tasse, die du von dieser Person geschenkt bekommst, jeden Morgen trinkst du aus dieser Tasse, werden die Gefühle wieder wie so aktiviert. Also dann müssen wir wie so schauen, okay, ich möchte eigentlich damit abschliessen, wo muss ich vielleicht meine Konditionierungen bewusst ausblenden. Los ich das Lied noch? Los ich die Musik noch? Oder du tust neue Reize nehmen auch. Oder ist auch möglich. du dass du quasi ersetzen. wie das Lied immer los ist, wenn du ins Gym gehst. Dann kannst du wie Winter Arc has started. Und dann kannst du aber wie, also wenn ich quasi jetzt das Lied habe, das ich immer gelost habe, mit meiner vergangenen Partnerin oder Partner, und dann das wie mit dem verknüpfe, dass ich wie schaue, dass ich das vielleicht aktiv höre zu meinem Morgenkaffee und aber ganz bewusst versuche, das zu entkoppeln und sage, ich denke jetzt nicht an meine Freundin, das ist jetzt mein Morgenkaffee. Aber das ist dann... Also ich will es glaube einfach weglassen. Ist Okay. fast einfacher. Ja. Ne? Aber was ist, wenn du das Lied gerne hast? Ja, aber Wenn es ein Banger ist? aber ich hatte das letzte Mal gehabt und ich bin so gesagt, das Lied kann ich jetzt nicht hören. Wirklich? Weil's, Dann einfach weiterklickt? ja, Okay. obwohl ich das Lied mega gerne kann, aber es ist dann so gekommen und ich gesagt, Ja. nein, ich kann es jetzt nicht mehr hören. Und dann ist es weitergegangen. Okay, aber zum da klassische Konditionierung abschließen, wir haben einen Reiz, der eine Reaktion auslöst, also das Futter, wo den Sabber auslöst. Und dann tun wir einen zusätzlichen Reiz dazu, der eigentlich nichts mit dieser Reaktion zu tun hat, also das Glückli, wo nichts mit dem Sabber zu tun hat. Und wenn wir das gleichzeitig immer wie der erste Reiz, also das Futter, präsentieren, irgendwann tut der Kopf die zwei Sachen verknüpfen. Ja. Und das mal einfach so klassisch erklärt. Oder die klassische Konditionierung erklärt. Operant, willst du? Operant. Genau, bei der Konditionierung wird auch etwas Neues dazugegeben. Aber das, was neu dazukommt, zu einem gewissen Verhalten, also ich mache gerade ein Beispiel, wenn der Team am Arbeiten ist. Als Beispiel. Ich sehe jetzt gerade deinen Arbeitsplatz, deinen Homeoffice-Arbeitsplatz. Nehmen wir an, du bist am Arbeiten und du machst es super, dann kann ich dich operant konditionieren, indem ich dich belohne.
Dann sage ich, hey, super geschafft, da ist noch 100 Stutz. Keine Ahnung. Geil. Schlechtes Beispiel. Aber, oder, da noch 100 Stutz. Dann belohne ich dich für ein Verhalten. Beim Tim ist dann so, geil, wenn ich das Verhalten zeige, wird dich belohnt. Oder dumm ist das, wird das oft auch in der Erziehung gebraucht. Wenn ein Kind etwas gut macht, dann wird es belohnt. Und das kann ja auch sein, hey, mega gut gemacht, es kann eine Umarmung sein, es kann ein Dessert sein oder ein Glas essen nach dem Spielplatz. Also ein Verhalten, wenn es vielleicht mega friedlich gespielt hat, wird belohnt und das Kind merkt dann, aha, wenn ich das so mache, gibt es eine Belohnung. Und das Verhalten wird mehr gezeigt. Es gibt aber auch das Gegenteil, wenn ein anderes Verhalten gezeigt wird, wo negativ ist, zum Beispiel, dass ein Kind streitet auf dem Spielplatz, dann wird es bestraft. Und die Bestrafung, eben, es gibt ja hunderte Bestrafungen, es kann sein, dass es kein Dessert gibt, es kann sein, dass man vom Spielplatz geht und die Spielzeit fertig ist, dass man jetzt heimgeht. Und durch Bestrafung wird eigentlich auch Lernen ausgelöst. Das heisst, das Kind merkt, wenn ich schlägle auf dem Spielplatz, ist meine Mami hässig, Spielzeit ist fertig, in dem Fall tue ich nicht mehr schlägeln auf dem Spielplatz. Oder? Ja, ich habe jetzt gedacht, du kommst mit der ganz einfachen Erklärung von den Hunden und wie man den Hunden Tricks beibringt. Ja, ich habe gedacht, jetzt haben wir ein bisschen viel. Wir haben schon mit den Hunden angefangen, vielleicht müssen wir noch ein menschliches Beispiel nehmen. Aber ja. Das stimmt, aber ja, menschliches Beispiel absolut passend. Bei den Hunden ganz einfach wäre es, hey, ich möchte, dass er das Verhalten zeigt. Ich kriege zum Beispiel Sitz und wenn er dann sitzt, dann tue ich ihn belohnen mit einem Goodie, sodass er dann das Verhalten wieder zeigt, wenn ich sage Sitz. Und dort ist aber spannend, dort wird klassisch und operant kombiniert. Ah, ja, mit. Also Gleichzeitigkeit, ich sage dir Sitz, du machst dann das auch und dann gibt es einen Street, ist zum einen klassisch, aber auch operant, will ich dich belohnen. Ja. Voll. Es gibt ja aber wie 4 Varianten zum operant konditionieren, also 4 Varianten zum Verhalten fördern oder zu minimieren. Mhm. Du hast jetzt 2 schon angesprochen, also bestrafen und belohnen. Mhm. Und jetzt gibt es wie noch den Umkehrschluss. Also belohnen führt dazu, dass ich etwas mehr zeige. Und jetzt kann ich aber noch eine zweite Variante machen, wo auch etwas mehr gezeigt wird, ein Verhalten. Nämlich, ich nehme etwas Negatives weg. Hast du da ein Beispiel? Hey, ich habe mir das angeschaut. Und die einzigen Beispiele, die ich so gesehen habe, ist halt so in der Erziehung, wo du etwas Negatives wegnimmst, wo ich aber manchmal ein bisschen speziell finde. Also als Beispiel, mir ist nicht wirklich gute Beispiele in den Sinn gekommen. Also wenn jetzt ein Kind ein gutes Verhalten zeigt, sagen wir, seine Aufzüge macht, und dann nimmst du etwas Negatives weg. Also wieso ist denn das Negative schon da gewesen? Ja, also voll. was nimmst du weg? Also es ist moralisch ein bisschen verwerflich und darum findet man auch nicht so viele Beispiele. Was mir durch den Kopf ist, bei Harry Potter ist er doch am Anfang unter den Stegen, in diesem hohen Kabäuschen. Und dort wäre es zum Beispiel, wenn er etwas Gutes macht, dann darf er aus dem Kabäuschen rauskommen. Oder? Also er darf rauskommen und darf zum Beispiel draussen spielen. Weil bei ihm ist wie der Standard, ist, du bist in dem Kabäuschen. Und das ist aber moralisch einfach verwerflich in der Erziehung, dass man quasi wie eine Bestrafung permanent da hat, sodass man sie dann kann wegnehmen kann, wenn ich dich will belohnen. Ja. Oder? Und darum... Eben bei Menschen wird das fast nicht gebraucht. Ich meine, so aber auch bei dir. Doch bei dir schon. Jetzt zum Beispiel die ganze Hundeerziehung in diesen Hundeschulen. Ja, aber was nimmst du negativ? Ja, die Hunde sind an der Leine und wenn sie sich gut verhalten, nimmst du die Leine weg als Beispiel und dann können sie frei rumrennen. Oder? Aber das ist wie so, es schränkt sie ein. Hast du dein Kind nicht alleine? Nur beim Skifahren, weißt du? Ah, schön, ja. Welches Kind eigentlich? Weißt du nicht? Aha, okay. Das Imaginäre. Hast du einen Hund? Nein. Ja, so. Du hast ein Beispiel von Hund. Ja, aber mein Bruder hat einen Hund und ich habe ihn auch schon gehört, darum ist es wie so okay. ein bisschen näher. Okay. Ja, also es gibt 2 Varianten, um ein Verhalten zu verstärken. Also dass das Verhalten öfters gezeigt wird. Zum einen belohnen, ich gebe dir etwas Positives, und zum anderen quasi eine Bestrafung wegnehmen. Und so wird das Verhalten verstärkt. Und genauso gibt es umgekehrt auch 2 Varianten, um ein Verhalten verschwächt zu zeigen oder weniger zu zeigen. Also das Verhalten sich abzutrainieren. Und das ist zum einen Bestrafung. Ja, wenn es einfach heißt, hey, wenn ich das Verhalten zeige, gibt es eine Strafe. Das kann sein, jetzt zum Beispiel bei Hunden, dass man, also physisch, klingt ein bisschen hässig, aber so zum Beispiel auch mit der Wasserflasche, kannst du so ansprayen. Das mache ich jetzt manchmal auch so bei Katzen, wenn es noch mit sind, wo es nicht dürfen sein, dann wird so abgesprayt. Ich habe noch ein Beispiel für Menschen. Okay. Blitzkästen, Parkbussen, all das ist ja
Bestrafungen? Eine Bestrafung, Ah ja. oder? Also eigentlich immer, wenn ihr einen Bus bekommt, sind ihr auf irgendetwas bestraft worden. Also für ein Verhalten, das der Staat nicht möchte. Stimmt. Oder? Krass. Ach, wir werden einfach vom Staat konditioniert. Ja, sicher. Crazy. Und das Zweite ist aber, du nimmst etwas Positives weg. Also zum Beispiel bei Kindern ist das zum Beispiel die Fernsehprivilegien. Oder es gibt kein Dessert. Also du nimmst etwas, wo du erwartest, dass du bekommst und dich darauf freust, nimmst weg. Ja. Und das sind eigentlich so die Möglichkeiten zum Operant konditionieren, wie die 4 Möglichkeiten, die aber unterteilt sind in ich will, dass das Verhalten mehr gezeigt wird und ich will, dass das Verhalten weniger gezeigt wird. Ja. Jetzt sind wir recht viel bei Kind und Hund irgendwie, oder? Ja. Aber die ganz operante Konditionierung, die wird auch also einfach so im Alltag gebraucht, oder? Also zum Beispiel so Bonusprogramm, Miles and More, Cumulus-Punkte und all das ist ja wie so eine Belohnung, wenn du irgendwo einkaufst. Also dort werden wir operant konditioniert. Und eben Bestrafung mit Bussen. Was ich mir so überlegt habe, ist, unser Hirn funktioniert ja eigentlich mit operanter Konditionierung. Mit den ganzen Neurotransmittern. Wenn irgendein Verhalten gezeigt wird oder irgendeine Situation hinkommst, tut ja dein Hirn gewisse Neurotransmitter ausstoßen. Sowohl Dopamin zum Beispiel oder Serotonin für positive Ereignisse, aber auch, wie heißt es, Cortisol? Für Stress. Ich verwechsel immer Cortisol oder Cortison. Nein, mit L. Genau, oder in Negativsituationen Cortisol für Stresssituationen. Also unser Hirn tut uns ja eigentlich auch belohnen oder bestrafen. Voll. Also das, und wir lernen das so. Und das ist ja eigentlich das Spannende. Wenn jetzt zum Beispiel Dopamin, oder? Sagen wir gehen eine Stunde rennen, unser Hirn tut Dopamin ausschütten. Dopamin hilft auch, um einzelne Nervenzellen zu Synapsen zu verbinden. Also dass die neuronalen Netze, wie sie funktionieren, eigentlich noch besser funktionieren. Also Dopamin hilft, das zu verstärken. Also es ist auch ein Ein Lernprozess. Ein Lernprozess. Und das ist jetzt sehr technisch, aber ganz einfach gesagt, wenn wir Dopamin ist so ein bisschen das Teil in uns drin, das dafür sorgt, dass wir motiviert sind für etwas. Motiviert sind. Ich glaube, sie haben sogar mal eine Studie gemacht mit Mäusen, wo sie Dopaminhämmer da haben. Also sie haben kein Dopamin mehr können nutzen. Und was dort spannend war, ist, wenn sie gefüttert haben, also das Fressen direkt ins Maul hineingelegt, haben sie überlebt. Wenn das Essen im Ecke vom Käfig war, sind sie gestorben, weil sie keine Motivation hatten, um das Essen jetzt zu essen. Weil wenn wir essen, stößt das gute Gefühl, oder? Die meisten Leute essen gern. Und die Motivation, Dopamin, ist früher noch sehr, sehr wichtig gewesen. Früher war Essen auch etwas gewesen, wo du dir erarbeiten musst, wo du musst etwas jagen oder du musst etwas sammeln oder du musst irgendwann hat man dann geerntet. Aber das ist viel Arbeit. Und Dopamin ist dafür da, dass wir motiviert sind. Und darum auch dort die operante Konditionierung, wie du gesagt hast, wir werden belohnt, wenn wir etwas essen, fühlt sich das gut an. Und dann lerne ich, aha, okay, es lohnt sich also, den Aufwand auf mich zu nehmen, um mir etwas zu kochen oder zum jetzt ernten oder jagen. Früher halt, aber unser Hirn funktioniert halt einfach immer noch, als wären wir Höhlenmenschen. Ja. Oder darum eigentlich mega spannend, dass unser Hirn, das ist der Aufbau oder die Funktion von unserem Hirn. Voll. Also nicht nur, aber operante Konditionierung ist ein wichtiger Teil davon. Voll. Und ich glaube, die beiden Themen, klassisch und operant, kann man gut für sich selber nutzen. Ich habe vorher das Beispiel gebracht mit der Kerze, dass ich wie so die Kerzen anzünde, wenn ich will lernen. Könnte ich eigentlich wieder mal machen, so fürs Schaffen. Weil so da rein vermischt sich das schon auch im Homeoffice-Büro. Und ich glaube, was wir euch möchten mitgeben ist, zum einen, hey, sind ihr bewusst, wo sind ihr irgendwo durchkonditioniert worden, ob extra oder nicht. Ich meine zum Beispiel die Story mit dem Kaffee, das ist nicht extra gewesen, aber es ist einfach, also ist etwas passiert und das ist wichtig, dass ich das erkenne. Und die Aufgabe eigentlich an euch ist, hey, dünnt euch mal Gedanken machen, wo dass ihr euch verhaltet aufgrund von Konditionierungen, ob operant oder aber auch klassisch. Und dann schauen, hey, wollt ihr das? Und wenn nicht, vielleicht dort neue Reize, neue Kopplungen schaffen, sodass ihr das Verhalten vielleicht könnt verändern, wenn ihr möchtet. Hey, und auch zu der operanten Konditionierung, das kann man mega gut für sich selber brauchen. Also man kann sich ja selber belohnen und das ist jetzt vielleicht mega dumm, aber du kannst dich auch selber loben. Ja. Und das,
Und das löst im Hirn etwas Ähnliches aus, wenn du mich lobst. Also ob ich mich selber lobe oder ob der Team mich lobt, kommt ungefähr aufs Gleiche aus. Also wenn ich... selbstverliebt. Nein, also weißt du viel von dir? Nein, einfach im Hirn denken, weißt du? Das heisst, wenn ich möchte anfangen, regelmäßig ins Fitness gehen oder gesund essen und dann habe ich einen guten Tag, kann sagen, ich bin trainieren, ich habe gesund gegessen. Dann kann ich sagen, hey, Ivo, das hast du gut gemacht. Oder? Also du musst dich eigentlich selber belohnen mit Lob, aber du kannst natürlich auch sagen, hey, wenn ich es einen Monat durchziehe, dann gönne ich mir einen Hammer am Tag als Belohnung, dann tust du es koppeln. Ich bin jetzt nicht so Fan von sich selber bestrafen, sagen, wenn ich jetzt nicht trainiert habe, dann schaue ich am Abend keine Serie, das ist quasi, es wird etwas Positives weggenommen. Ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch gerne machen, aber ich bin jetzt nicht ein riesen Fan davon, aber einfach so Belohnung und Lob kann man für sich selber auch mega gut einbauen und das muss gar nicht kosten. Sich selber ein Kompliment machen. Ja. Heute ist übrigens Tag der Komplimente. Wirklich? Ja. Krass. 1. März? Ja. Crazy. Habe ich gehört, ich bin mir nicht sicher. Ivo, ich finde das super, wie du so Sachen recherchierst. Komplimente dafür. Danke vielmals, Tim. Ich finde mega spannendes Beispiel, das du gebracht hast, mega gut gemacht. Danke vielmals. Vielleicht ganz, was ich jetzt gemerkt habe, wir haben bei der Belohnung oder Bestrafung haben wir immer oder mehrheitlich von so physischen Sachen geredet, wie eben zum Beispiel du bekommst mit dem Wasserstrahl wirst bestraft oder du bekommst irgendwie etwas Süßigkeiten zum Dessert und so. Aber das, was du jetzt gesagt hast, ist sehr wichtig. So das mentale Belohnen von hey, das hast du gut gemacht oder auch jemand anderem sagen, hey, das hast du gut gemacht. Das kann dazu führen, dass die Person das nachher viel mehr zeigt, das Verhalten. Oder? Also ganz einfach, wenn ich zum Beispiel im Fußball wenn jemand gute Abläufe hat oder gut jetzt Pass spielt und ich sage, hey, das war so ein gutes Training gewesen, du hast so gut das und das gemacht, das ist auch eine Belohnung, weil die Person... Und die Chance ist dann gut, dass es das nächste Training wieder so machen will. Und voll. Wow. Und eben, gerade so mit Lob, dann fühlt man sich ja auch anerkannt, man fühlt sich wertgeschätzt, man fühlt sich gesehen, oder? Und auch mit euren Kollegen, in Beziehungen, mit der Family, einfach mal ein Kompliment machen und sagen, hey, mega schön, wie du das und das gemacht hast. Erstens ist es einfach schön, ein Kompliment bekommen, aber es fördert auch das Verhalten, das ihr schön findet, oder? Wir gehen jetzt einen Blueprint, um alle manipulieren. Ja. Geht gut mit diesen Informationen um. Was aber noch interessant ist mit diesen physischen Belohnungen, vielleicht da als kleiner Teaser, und wir müssen jetzt da nicht zu fest ausschweifen, auch wegen der Zeit, aber der Korrumpierungseffekt. Ein riesen Ding, weil du kannst jemanden belohnen. Du hast zum Beispiel ganz am Anfang hast du mal gesagt, einen Bonus auszahlen. Du bekommst 100 Franken, wenn du da gut gearbeitet hast. Hast du am Anfang mal gesagt. Und die Gefahr dort ist, wenn man das zu fest macht, dass der Korrumpierungseffekt passiert. Und dort haben sie ein Experiment gemacht mit Kids, wo sie herausgefunden haben, dass wenn du etwas schon gern machst und dann dafür belohnt wirst, dass sobald die Belohnung weg ist, du es nicht mehr gerne machst. Und zwar haben sie den Kindern gesagt, hey, schaut, da sind Stift, da sind Papier, zeichnen. Ich könnt so viel zeichnen, wie ihr wollt. Und gewisse Kinder haben einfach von sich aus super gerne gezeichnet und sind super happy gewesen, haben sie die Stift bekommen. Und dann nach einer Zeit hat man gesagt, für die Zeichnung, die du machst, bekommst du etwas Süßes. Und dann haben sie noch schneller gezeichnet und noch mehr gezeichnet. Also quasi die Leistung ist erhöht worden. Und dann irgendwann haben sie gesagt, hey, jetzt haben wir leider keine Süßigkeiten mehr für euch. Und ihre Leistung nachher ist so fest, aber dass sie weniger gern gezeichnet haben, weniger viel gezeichnet haben. Und wie auch am weniger Anfang, gern. und weniger gern. Wie am Anfang, wo sie einfach nur einen Stift bekommen haben. Und darum ist das Thema mit Boni, auch in der Wirtschaft, ein bisschen umstritten, weil die Frage ist, okay, wie nachhaltig ist es? Ja, aber dort muss man schon sagen, du hast es gesagt, es geht meistens, wenn etwas gemacht wird, wo man von sich aus macht, wo man es sowieso gerne macht. Ich meine, die meisten gehen vor allem arbeiten, um Geld zu verdienen. Das ist ja schon mal der Grund, oder? Klar, wäre es schön, wenn man das auch noch gerne macht, das, um zum Geld zu verdienen, aber gerade so eben bei Hobbys oder wenn du sagst, hey, ich mache eigentlich gerne Musik, oder? Und irgendwann hast du vielleicht einen Auftritt oder bist DJ und hast einen Auftritt, bekommst Geld dafür und dann ist es plötzlich nicht mehr einfach dein Hobby, etwas, was du einfach gerne machst von dir aus, sondern ich verdiene jetzt Geld damit und wenn das Geld vielleicht nicht mehr da ist oder keinen Auftrag mehr bekommst, hörst du auch auf Musik machen. Ja. Oder als Beispiel. Wie hoch ist die Chance, dass du nachher daheim einfach für dich Musik machst, Ja. weil du es gerne machst? Ja. Das ist, ja. Also, Oder auch, was ich gemerkt habe, ich habe ja früher Kinder trainiert, oder? 10-Jährige. Und was? also im Fußball. Im Fußball, Ja. ja, Entschuldigung. Und es war halt Leistungsfußball gewesen. Und was ich dort gesehen habe, ist so, gewisse Eltern
haben den Kindern gesagt, wenn sie ein Goal schiessen, bekommen sie 5 Franken. Und die Kinder haben ja einfach von sich aus einfach gerne shooten. Ja. Oder? Das ist etwas, was sie einfach gerne machen. Du gibst ihnen Böllen und sie haben Freude an Fußball spielen. Dann haben sie das gemacht. Aber wenn du das zu lang machst und dann einfach bei jedem Goal 5 Franken gibst und dann irgendwann aufhörst mit dem, kann es eben sein, dass nachher die ursprüngliche, die intrinsische Motivation und die Freude an etwas einfach verloren geht. Darum, be careful. Ja, sind euch bewusst, dass es diese Sachen gibt. Geht verantwortungsbewusst mit diesen Informationen um. Sag nochmal, wie der Effekt heisst. Korrumpierungseffekt. Voll. Einfach so als kleine Side-Note finde ich sehr, sehr spannend, weil man eben auch sieht, wie Leute Motivation verlieren von Sachen, die sie eigentlich sehr gerne gemacht haben. Und dass sie da auch vorsichtig sind mit Belohnungen von euch selber auch. Wenn ihr etwas gerne macht, macht es einfach, weil ihr es gerne macht. Und dann braucht es nicht zwingend noch eine Belohnung. Ja, darum tun uns bitte ja nicht sponsern im Podcast, weil wir machen das jetzt nicht für Geld, wir machen es einfach, weil es uns Spass macht. Darum, wir wollen einfach ja kein Geld. Das ist eigentlich noch lustig, weil wir haben vorher darüber geredet, so hey, supportet uns, dient uns quasi helfen, dass wir da eine gewisse Anzahl Personen bekommen, die uns zulassen. Das ist eigentlich das. Wir müssen einfach ganz vorsichtig sein, dass wir das wirklich einfach für uns machen. Einfach ja kein Geld. Ja, kein Geld. Also wenn ihr jetzt gerade eine McDonald's oder so... Ja, okay, nein, von denen will wir gesponsert werden. Sicher nicht. Alright, jetzt so zum Schluss. Wir haben noch letzte Hirnzellen. Wie viel Stadt kannst du noch sagen? Wie viel Stadt? Es steht 2-0. Für wer? Für dich. Okay, Mann, nice. ey. Ja. Darum, ich habe mir auch etwas rausgesucht, das ein bisschen schwieriger ist. Ich weiss, du bist letztes Mal, hast es gut gemeint, du hast etwas genau, was ich eigentlich sollte wissen. Und ich habe ein bisschen vergeben. Und jetzt, ich habe noch etwas rausgesucht, und zwar greift das auch aufs nächste Thema ein. Ich stelle dir mal einfach die Frage. Ja? Welches psychologische Phänomen beschreibt, warum Menschen oft einmal getroffene Entscheidungen festhalten, selbst dann, wenn sie nachweislich schlecht sind? Ist es A. Kognitive Dissonanz, B. Rückschaufehler, C. versunkene Kostenfalle oder D. Reaktanz? Also Reaktanz ist es sicher nicht, das ist ein anderes Phänomen. Rückschaufalle? Rückschaufehler. Fehler. Ja, das sagt mir jetzt gar nicht so viel. Kognitive Dissonanz sagt mir sehr viel. Das ist wahrscheinlich das Hauptthema gewesen, wo wir im Studium immer wieder diskutiert haben. Und wie wir uns... und es geht eigentlich um das, kognitive Dissonanz. Also bei der kognitiven Dissonanz geht es ja darum, dass man etwas, was man macht, wenn man zum Beispiel snoozt und weiss, dass es schlecht ist, sich das aber rechtfertigt. Ja, aber ich trinke dafür nicht so viel Alkohol, ich mache ja viel Sport. Darum, ich glaube, ich nehme kognitive Dissonanz. Was? Es ist versunkene Kostenfalle. Sunk-Cost-Fallacy auf Englisch. Hast du mir jetzt auch einen Hinweis geben? Hätte ich noch wechseln können? Du hast schon, Nein, ich glaube, wenn du gewechselt hättest, hätte ich glaube interveniert. Ich habe Angst gehabt, dass du wechselst und wollte sagen, nein, das ist falsch. Ich glaube, da also, ist... Was ist jetzt? Es ist versunkene Kostenfalle. Auf Englisch heisst es Sunk Cost Fallacy. Und ich glaube, und darum ist das eine gemeine Frage von mir, tut mir leid. Ich glaube, dass Sunk Cost Fallacy ist eine Variante von kognitiver Dissonanz. Darum, Geiles Jahr. also du hast wie kognitive Dissonanz als Überthema und versunkene Kostenfalle oder Sunk Cost Fallacy ist, ja, sorry Bro. Ist das eigentlich so wie das, was ich letztes Mal mit dir gemacht habe? Ja, du hast richtig falsch geantwortet. Ja. Geiles Jahr. Super. Ich mache dir sicher gerne wieder mal eine einfache Frage. Ja, aber ich bin ehrlich gesagt noch froh, weil ich muss die Punkte holen. Okay. Sonst, ja, weil es ist schon Folge 5. Wild. Ich finde es krass, wie schnell die Zeit vergeht. Und freue mich schon aufs nächste Thema. Was haben wir nächstes Mal geplant? Weil es geht so ein bisschen da rein. Es geht um Denkfehler. Und die sind besser bekannt als Biases auf Englisch. Und das sind so Denkfehler, wo wir Menschen alle, einfach wirklich alle in uns hinein haben und sowohl im Alltag von Individuen immer wieder sehen, aber auch von ganzen Gesellschaften und politischen Entscheidungen, wo es einfach
Es wird ein bisschen spicy. Wir können auch wieder gewisse Verschwörungstheorien. Nein, machen wir nicht. Aber es wird sicher interessant, weil aktuell gibt es einige Themen auch in der Politik, wo man merkt, hey, da sind gewisse Biases rum und gewisse Denkfehler passieren. Voll. Wir wollen uns dann politisch nicht äußern, aber einfach, wir werden gewisse Sachen vielleicht aufzeigen und ihr könnt dann eure eigenen Gedanken dazu machen. Voll. Wir werden wahrscheinlich die 5 bekanntesten 4, Biases 5, voll. aufgreifen, besprechen, Beispiele dazu machen und dann weitergehen. Ja. Hey, Wenn ihr euch schon einlesen wollt, nein, noch aufzugenicken. hey, wir danken euch ganz herzlich zum Hören. Wie gesagt, wir sind super happy, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr sie auf Social Media etwas kommentieren oder indem ihr die Folge jemandem weiterschickt, wo ihr findet, hey, da könnte die Person davon profitieren. Kommentieren, liken, weiterschicken. Wenn ihr uns möchtet unterstützen, sind wir euch sehr, sehr dankbar. Und ganz wichtig, macht beim Gewinnspiel mit. Ich glaube auch, dadurch, dass wir noch nicht so viele Hörer haben, sind die Chancen nicht schlecht, um die 100 Stutz zu gewinnen. Ja. Das Ganze ist auf Instagram. Was nochmal müssen Sie machen? Sagen wir mal schnell. Sie müssen uns folgen auf Spotify und Instagram. Sie müssen einen Beitrag von uns kommentieren mit 3 von Ihren Freunden. Und Sie müssen Kopfchaos In der Story in der posten. Story posten. Alright. Haben wir sonst Für noch etwas? 100 Stutz Für Wishcard. 100 Stutz Wishcard. Wo einfach basically für fast jeden Laden ist. Yes. Hey ja, danke dir vielmals für heute. Ich danke dir vielmals, Tim. Es war lässig. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Wer Wenn wir, grüßen wir? Heute? Eure Hunde. Yes. Grüß gehen uns eure Hunde. Konditioniert sie so, dass es auch ethisch vertretbar ist, dass es ihnen gut geht. Und wir wünschen euch ganz einen guten Start in die Woche. Macht's gut. Bis bald. Ciao zusammen. Tschüss.